Guten Tag, Frau Lülling. Herzlichen Dank, dass Sie bereit sind für dieses Interview. Sie sind Abgeordnete im Parlament, im Europäischen Parlament und wurden zur Quästorin gewählt. Welche Aufgaben hat man als Quästor im Europäischen Parlament? Ja, ich muss zunächst einmal sagen, es gibt 6 Quästoren unter den 785 Mitgliedern. Wir haben ja einen Präsidenten, 14 Vizepräsidenten und die Quästoren sind auch Mitglied des Büros des Europäischen Parlaments oder des Präsidiums. Wir haben zwar im Präsidium kein Stimmrecht, aber wir können reden. Aber was ist ein Quästor? Ein Quästor ist eigentlich der Betriebsrat der Abgeordneten, wenn ich das so Ja, ausdrücken kann. ja, Ich glaube, das verstehen die ja. Österreicher oder der Ausschussmann, die Ausschussfrau, sagt man vielleicht auch bei Ihnen. Und wir kümmern uns also um die Interessen der Mitglieder, der Parlamentarier und sind zuständig, zum Beispiel bin ich zuständig für den Fahrdienst, dass das ordentlich funktioniert. Ich bin zuständig für die Sprachkurse, für Briefpapier und alles, was also Druckereimittel sind. Andere sind zuständig für Gebäude, für die Regelung des Statuts der Assistenten, für die Kantinen und so weiter. Also wir kümmern uns um die Interessen und die Rechte der Mitglieder. Sie sind ja in Ihrer parlamentarischen Arbeit auch im Ausschuss für Frauen und Gleichstellung der Geschlechter. Was sehen Sie da als Errungenschaften, was man in letzter Zeit in Europa für Frauen tun konnte? Also ich muss sagen, dass Europa sehr viel für die Frauen getan hat. Ich kann sagen, in meinem Land, aber auch in vielen Ländern wären wir nicht so weit mit der Gleichbehandlung und Chancengleichheit von Männern und Frauen, wenn wir nicht die europäische Politik eben für Gleichbehandlung und Chancengleichheit gehabt hätten. Wir haben eine ganze Reihe von Richtlinien für gleichen Lohn, für gleiche Arbeit, gleichen Zugang zur Arbeit, Promotion, berufliche Qualifikation und so weiter, soziale Sicherheit, sogar auch für die Selbstständigen und die mithelfenden Familienmitglieder. Also ohne das Arsenal dieser Richtlinien wären wir in vielen Ländern mit der Gleichbehandlung und der Chancengleichheit von Männern und Frauen nicht so weit, wie wir sind. Wir haben aber noch verschiedene Forderungen. Ich kümmere mich vor allem natürlich auch, weil wir eine Richtlinie haben über selbstständige und mithelfende Ehegatten in Kleinbetrieben und auch in der Landwirtschaft. Also ich versuche jetzt seit über 10 Jahren, dass wir diese Richtlinie, die aus dem Jahre 86 stammt, dass wir die verbessern, dass wir auch mal ein Statut machen, einen Rahmenstatut für die mithelfenden Ehegatten. Das können ja auch Männer sein, in der Landwirtschaft, in den Handwerksbetrieben, in anderen Kleinbetrieben, wo ja oft die Ehegatten, ich sage jetzt der Metzger, der Bäcker, aber auch die Frau, die dem Arzt assistiert und so weiter. Und wir wollen für die ein Statut, die haben oft überhaupt keine soziale Sicherheit. Weder gegen Krankheit, die haben kein eigenes Recht auf Renten. Und ich setze mich dafür ein, dass wir mal für alle diese, das sind, wie wir sagen in Französisch, das sind so unsichtbare, des Travailleurs invisibles. Man sieht sie nicht, sie existieren aber zu Millionen. Und die haben keine Rechte. Und dafür setze ich mich ein und ich hoffe, wir machen jetzt wieder einen Bericht im Frauenausschuss über die Individualisierung der sozialen Rechte. Denn wir haben ein großes Problem, wo wir auch nicht weiterkommen. Wir wollen, es gibt ja so viele Scheidungen. In meinem Land 50% Eheschließungen und 5% Scheidungen. Und wir wollen, dass es bei Scheidung das Splitting, das heißt die Teilung der während der Ehe erworbenen Pensionsrechte gibt. Denn wenn die Frau oder der Mann
zu Hause bleibt, um sich den Familienpflichten zu widmen, und sie werden nachher, nach langen Ehejahren, werden sie geschieden, dann stehen die da ohne jedwede soziale Sicherheit. Das sind besonders die Frauen. Und deshalb müssen wir das, in Deutschland hat man das, den Versorgungsausgleich nennt man das, aber wir möchten gerne eine europäische Richtlinie, die festlegt, dass in jedem Land dieses Splitting, also die Teilung der während der Heirat erworbenen Pensionsrechte im Falle der Scheidung geschieht. Das ist uns sehr wichtig. Ich verstehe. Und wie schaut es im Europäischen Parlament mit dem Gleichgewicht der Geschlechter aus? Oh, da sind wir ja jetzt gut. Wissen Sie, als ich ins Europäische Parlament kam, vor 42 Jahren, 1965, da gab es nur 2 Frauen und ich war das jüngste Mitglied. Aber heute haben wir über 30% Frauen, und weil sie auch noch so aktiv sind, haben sie sicher ein größeres Gewicht als ihre Quantität. Da darf ich gleich anbinden mit der Frage, Sie sind jetzt schon sehr lange im Europäischen Parlament. Wie schafft man es da, in Kontakt mit seinen Wählerinnen und Wählern zu bleiben? Ja, das muss man sich organisieren. Wissen Sie, ich habe früher, ich empfange sehr viele Besuchergruppen. Das ist natürlich von Luxemburg aus einfacher nach Brüssel und nach Straßburg. Das sind 230 Kilometer. Und das sind dann, ich empfange während einer Legislaturperiode so ungefähr über 5000 Leute. Für kleinen Luxemburg ist das viel, wenn die mich gesehen haben und dann, wenn sie verstanden haben, was ich tue, dann stimmen sie auch vielleicht für mich. Aber ich habe jetzt eine neue Masche mit den neuen Technologien. Ich habe natürlich einen Videoblog. Da kann man auf meiner Homepage, kann man mich sehen und hören mit Kommentaren, die ich jede Woche mache über was im Europäischen Parlament anstand und was besonders auch für Luxemburg wichtig ist. Und diesen Videoblog, diese Sendung, die lasse ich auch über einen Luxemburger Fernsehkanal 5-mal pro Woche ausstrahlen. Denn leider die Medien berichten nicht genug über uns. Vielleicht verstehen sie auch nicht immer, sie ist manchmal sehr kompliziert. Und da habe ich gedacht, dann nehme ich jetzt mal, wie sagt man, den Ochsen bei den Hörnern und mache es selbst. Habe also meine eigene TV. Österreich und Luxemburg zählen beide zu den kleineren Mitgliedstaaten. Sehen Sie da Möglichkeiten, was man als kleiner Staat im immer größer werdenden Europa bewegen kann? Also ich würde jetzt Österreich nicht als einen kleinen Mitgliedstaat bezeichnen. Wir haben in Luxemburg 460.000 Einwohner. Ihr habt 8,3 Millionen. Also ihr seid nicht klein. Ich würde das nicht so sagen. Aber wissen Sie, ob klein oder groß, was zählt im Europäischen Parlament, um Einfluss zu haben, das ist nicht, ob man aus einem kleinen oder einem großen Land kommt. Das ist die Qualität und die Kontinuität der Arbeit. Man muss hier sein, man muss präsent sein. Wer auf allen Hochzeiten zu Hause tanzt, der kann hier seine Arbeit nicht machen. Natürlich wird es dann immer schwerer, die Arbeit zu vermitteln, weil man ja nicht dann zu Hause und in seinem Wahlkreis ist. Man muss also beides versuchen zu machen. Aber es ist nicht die Quantität des Landes, es ist die Qualität der Arbeit, die hier zählt. Und wenn die stimmt, dann kann man auch Einfluss haben. Danke vielmals für Ihre Ausführungen und ich wünsche Ihnen auch weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit in Europa. Vielen herzlichen Dank.